Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße recht herzlich zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus Thun. Folgende 3 Themen schauen wir ein bisschen genauer an. Eine winterliche Tour durch Interlaken, ein kulinarisches Erlebnis unter dem Sternenhimmel zu Bern und viel Berner Oberländer Power beim Speedauftakt der Skiherren. Wer diesen Tag durch Interlaken schlendert, entdeckt überall stimmungsvolle Einladungen zum Geniessen, sich austauschen oder einfach zu sein. Interlaken wird zu Winterlaken und mit Märkten, Lichter, Tunnel und Gartenanlagen wird ein besonderes, willkommenes Wir-Gefühl geschaffen. Das ist auch ganz im Interesse von Interlaken Tourismus. Mein Kollege der Patrick Schmed berichtet. Das ist jetzt der 3. von 3 Winter, wo wir das strategische Ziel dieser Ganzjahresdestination mit der Stützung des Winter verfolgen. Und wir sind erfolgreich. Es zeichnen sich erste Logiernächte-Zunahmen ab. Und darum sind auch ganz viele Sachen angedenkt vom TOI. Massnahmen für Gäste, aber auch für Einheimische. An unserer letzten Mitgliederversammlung haben wir unseren Mitgliedern eine Weihnachtskugel vom TOI abgegeben. In der Hoffnung natürlich, dass sie sie Oberstirnbäume aufhängen. Der Hintergedanke ist natürlich auch, dass wir unsere Mitglieder auch anhalten, dass man eben in Interlaken shoppen kann, gerade jetzt auf die Weihnachtszeit her. In den TOI-Statuten steht schon seit bald 115 Jahren, dass wir für das Tourismusverständnis und für das Tourismusbewusstsein Massnahmen treffen. Und das machen wir auch ganz viel dieses Jahr. Der Ankerpunkt dieses Jahr wird wieder sein, der Winterpark Interlaken. Ein grosser Begegnungsort. Gäste und Einheimische zusammen können gratis teilnehmen, aber im Januar bis Anfang März. Winterhart ist ein Begegnungspunkt für Gäste und Einheimische. Was macht das Produkt aus von Interlaken? Es ist vor allem die vielen Partner und Leistungsträger, die alle beisteuern, dass Interlaken belebt ist, auch an den Neben, aber auch durch den Tag. Sei das auf den Seen, sei das auf den Ausflügen oder andere Erlebnisse, die in Interlaken zunehmend offen haben, für eben Tourismus zu beleben. Der gegenseitige Respekt ist eben wichtig. Einerseits die Einheimischen, die gut verstehen, warum der Tourismus so wichtig ist hier, aber dass auch Gäste, unsere Besucher, verstehen, dass es wichtig ist, die Gepflogenheiten und die Verhaltenstipps anzuwenden. Das bringt uns zusammen, für das Wir-Gefühl zu stärken. Die touristische Bedeutung, die wir aus allen diesen Reiseländern, aus diesen Quellmärkten hier in Interlaken haben, ist, dass Touristen, Gäste mit den Einheimischen zusammen viel Umsatz generieren. Also die gehen auch shoppen. Schenken und beschenkt werden, das interessiert die Einheimischen, aber auch die Gäste. Und die nehmen auch noch Geschenke mit zu sich heim. Wir haben ein sehr breites kulinarisches Angebot wegen dem Tourismus. Wir haben längere Ladenöffnungszeiten, gerade jetzt so im Winter für Weihnachtsshopping. Wir haben ein breites Angebot für kulturelle Events und so weiter und so weiter. Also Haufen Sachen, die aufgrund des Tourismus entstehen. Und auch der ÖV bekommt mehr Bedeutung in Interlaken. Sie sind wieder da, die Rooftop-Iglus im Kursaal Bern. Mit Blick über die Stadt und unter dem Sternenhimmel wartet auf Gäste in den kalten Wintermonaten ein koreanisch inspirierter Hotpot. Asiatisches Fondue Chinois sozusagen. Doch nicht nur der kulinarische Genuss, sondern auch das gemeinsame Erlebnis steht im Mittelpunkt. Wie das aussieht, das weiss mein Kollege der Bena Beckler. Aber ich glaube, wenn man das erste Mal herkommt, ist natürlich die Aussicht, die wir von hier oben haben, die einfach einzigartig ist. Natürlich auch mit unseren Holziglus, die natürlich auch was hergeben, mit der ganzen Feli drin. Und ja, ich denke, das ganze Ambiente auch unter dem Sternenhimmel nachher hier oben das zu erleben. Ja, ich glaube, es ist eher eine familiäre Atmosphäre. Man sitzt doch relativ eng beieinander und kann dann einfach auch wie im familiären Umkreis zusammen an einem Tisch sitzen und dann zusammen einen schönen Abend erleben. Man sollte auf jeden Fall mal erlebt haben, weil sonst kann man nicht drüber mitreden, ob es einem gefallen hat oder nicht. Wir sind koreanisch inspiriert, Konzept. Am Anfang kriegt ihr einfach 3 verschiedene Vorspeisen und dann wie die Abgang habt ihr eine Hotpot mit verschiedenen Beilagen, verschiedenen Kimchi,
unsere Egleiter-Vorbereitung. Alle Leute kennen sie bestimmt das Kimchi-Originalrezept, das mit China kommt und so. Und wir haben etwas anderes bringen. Als Inspiration in Korea haben wir unser Produkt von Bern genommen, als die Chicorino Rosso und die Fenchel als Kimchi nachgemacht. Und mein Ziel und was ich will, dass die Leute hier herbringen, das heißt, die Leute hier einfach eine coole Erlebnis zusammen, eine Zusammenarbeit zum Zusammen genießen. Ja, einfach so, dass es Spaß macht und könnt ihr einfach alle zusammen etwas teilen. Vom koreanischen Hotpot wechseln wir jetzt auf die Skipiste in die USA. Dort stehen diese Tage nämlich zu Beaver Creek die ersten Speederinnen der Herren auf dem Programm. Und schon jetzt ist klar, es wird eine Premiere geben. Mit dem Franjo von Almen, Marco Kohler, Lars Rösti und Livio Hilbrand stehen nämlich gleich 4 Berner Oberländer zusammen im Weltcup im Einsatz. Das hat es vorher noch nie gegeben. Mir hat der Präsident vom Berner Oberländer Skiverband, der Johnny Wiesmüller, verraten, was er von dem Ganzen hält. Ja, das ist sensationell. Also das kann man fast nicht beschreiben. Das ist wirklich etwas Einmaliges, was es in diesem Sinn eigentlich noch nie gegeben hat. Wir hatten früher einmal auch sehr viele Athleten vor drinnen, aber dass 4 miteinander am Start sind, das hat es wirklich noch nie gegeben. Wenn ich dir sage, Berner Oberland und Wintersport, was ist da der erste Gedanke, was dir in den Sinn kommt? Zu wenig Schnee im Moment. Aber sonst würde ich sagen, ja, es hat so viele Möglichkeiten im Berner Oberland, in diesem wunderschönen Gebiet, sei es das für Skifahren, sei es für Langlauf. Und das sind alles zusammen Sportarten, die wir im Berner Oberländischen Skiverband unterstützen. Du bist langjähriger Präsident beim BOSV. Kannst du einen Moment herausstreichen, der für dich der allerschönste war? Ja, das gibt extrem viele, aber was ich jetzt sicher streichen kann, ist verschiedene Weltmeisterschaften und Olympiaden, die ganz, ganz grosse Ereignisse waren für den Berner Oberländischen Skiverband, mit Mike von Grüningen, aber auch mit dem Bruno Kerner natürlich selbstverständlich. Aber wir hatten natürlich auch vorher schon grosse Athleten, die wirklich im Weltcup extrem gut waren. Auf welches Rennen freust du am meisten in dieser Saison? Auf das Rennen, wo alle, die irgendwo am Start waren, gesund sind, heimkommen. Hättest du lieber 4 Weltcup-Podestplätze bei den Speedherren oder eine WM-Medaille? Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also, man muss schauen, wie es überhaupt möglich ist, dorthin zu kommen. Ich würde sagen, es ist schön, wenn es Weltcup-Siege gibt. Es ist natürlich sensationell, wenn es Olympia oder Weltmeister gibt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass die Person, die das erreichen kann, so gut zurückschauen kann und seine Einschätzung machen kann, was er alles dafür geben musste und das dem Publikum sagen kann. An dieser Stelle schalten wir noch kurz ins Studio auf Bern zu meiner Kollegin der Denise Schacko. Sie stellt uns nämlich den nächsten Gast vor der Talksendung «Zusammen im Zentrum» vor. Heute bei uns zu Gast ist der Marc Geissbühler. Er ist Filigranist und erzählt uns, was das heisst. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sind wir auch schon wieder am Schluss der heutigen Sendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf Plattform j.ch oder auch in unserer App. Ob es mit dem Wetter ähnlich winterlich wird wie momentan zu Beaver Creek bei den Skirennen, das wissen jetzt meine Kollegen vom Meteo News. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern.
Ich hoffe, Sie haben die Arbeitswoche gut abschliessen, wenn es dann schon Wochenende gibt. Meine Damen und Herren, hier ist das Wetter auf der Plattform J am Freitagabend. Wettermässig hat es heute eher eine leichte Besserung gegeben. Nach einer sehr windigen und nassen Nacht sind wir auch noch so in den Tag hineingestartet, aber nachher ist es langsam ein bisschen freundlicher und zum Teil auch sonnig geworden. Wir sehen, wie die Störung weitergezogen ist. Dahinter ist die Luft ein bisschen abgetrocknet worden. Wir haben aber schon ein neues Tief, das uns beschäftigt an diesem Wochenende. Das zieht von der Nordsee über die Alpen Richtung Mittelmeer. Morgen Morgen gibt es dann ein paar Aufhellungen, speziell Richtung Oberland. Sonst aber am Samstagvormittag oft auch schon grau und aus Westen kommt es regnen. Die Schneefallgrenze zuerst übrigens weit oben auf rund 2000 Meter. Die Temperaturen liegen morgen Morgen bei rund 4 bis 5 Grad. Mit dem Tag durch den mäßigen, exponierten Lagen starken Südwestwind und der trägt, wie gesagt, die Störung rein. Darum dann auch Mittag und Nachmittag trüb und regnerisch. Das bei etwa 7 bis 8 Grad. Ich habe es gesagt, die Schneefallgrenze zuerst weit oben auf 2000 Meter, aber bis am Abend und vor allem in der Nacht auf den Sonntag wird sie dann unter 1000 Meter absinken und auf etwa 500 bis 700 Meter liegt die Schneefallgrenze dann am Sonntag und Montag. Da geht es grau und gelegentlich nass weiter, 3-4 Grad. Vielleicht gibt es auch mal ein paar nasse Flocken bis in tiefe Lagen. So richtig winterlich wird es aber nicht. Nachher trocknet es ab. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in den tiefen Lagen eher wenig Sonne, hochnebelig, oft in den Bergen. Wird es allerdings dann sonniger, unter dem Hochnebel relativ kalt. In den Bergen gehen die Temperaturen langsam wieder drauf. Das war vom Wetter auf der Plattform J am Freitagabend. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende.